Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew. Ich habe noch heute das Gameplay vom Crown Crew All-Star Member. Er spielt hier auf Lockdown und schafft es doch eine ziemlich beachtliche Score herzulegen. Er spielt hier mit der Scar L und wie wir gesehen haben, ist er auf der C-Seite gestartet und arbeitet sich jetzt hier immer wieder gegen das Anführen. Kann ein paar schöne Kills abkassieren und vor allem auch hier wieder, es ist einfach wirklich zu empfehlen, einen Schalldämpfer auf die Waffe zu tun, nicht weil man irgendwie rumschleichen will, sondern häufig sind die Gegner so nahe beieinander. Wenn man einen abkassiert, ist der zweite eigentlich schon im Rücken und ist es gut, wenn man das lautlos machen kann, zu abkassieren. Und da hilft halt auf jeden Fall der Schalldämpfer. Es verteilt auch ein bisschen Bouncing Berries, weil durch die Gegner sowieso immer wieder durchsäckeln. Und versucht jetzt hier beim C den einen oder anderen Gegner abzukassieren. Das funktioniert so weit so gut. Wartet aber darauf mit dem C reinnehmen, weil er genau weiss, dass der Gegner einen Weg durchspawnen. Und ist jetzt hier auf dem Weg zum äußerst beliebten Camppunkt. Was für eine Überraschung, 2 hier innen drinnen, die Dreckscamper. Man muss natürlich schon zugeben, dass es ein gutes Plätzchen ist, um den Überblick über das B zu haben. Nichtsdestotrotz, es sind immer Leute hier innen. Und ich nehme an, es sind immer die gleichen. Ich schaue mir das noch schnell an. Nochmal auf dem Weg dorthin. Mal gucken. Okay, nur noch da drin, das ist schon mal nicht schlecht. Die 2 Flöten geben eben schon noch Gas. Schnell mal die Gegner anlocken, indem dass man über das C drüber säckelt. Hier leider abkassiert worden. Jetzt im Moment komplette Dominierung vom gegnerischen Team. Das heisst, wir haben im Moment keine einzige Flagge mehr oder keinen einzigen Domination-Punkt. Und der All-Star spielt hier definitiv die Rascher-Rolle, wo die Gegner wegpusht und geht nicht gross Punkte einnehmen, was vielleicht für gewisse ein bisschen verwerflich mag sein, aber ihr müsst euch auch immer bewusst sein, es braucht mindestens die 2 Rollen, die drücken, Gegner davon abhalten, gewisse Stellen zu erreichen. Triple Kill! Sehr schön gewesen, die scheiß Camper. Aber wie gesagt, es braucht Rusher, die drücken. Da war auch ganz schöne Reaktion vom All-Star. Und es braucht natürlich auch die vielleicht ein bisschen defensiver spielen, die zu den Flaggen schauen, die auch immer wieder einnehmen. Ja, so ist etwa die Aufteilung vom Team. Wenn man einander nicht kennt, ist es häufig zufällig, wie die Aufteilung passiert. Es kann eben sein, dass es nur von einer oder von anderer Art hat. Man kann aber auch eigentlich beide Rollen spielen und so ein bisschen abwechseln. Ja. Wobei, häufig ist es dann eben so, dass man die dicken Killstreaks schon nur dann bekommt. Vor allem mit der Angriffs-Point-Streak-Klasse oder ein Paket, dass man die nur dann bekommt, wenn man wirklich am Drücken ist und Gegner auch ausradiert. Man bekommt ja jeweils auch einen Punkt für Domination-Position einzunehmen, aber das lenkt dann nicht unbedingt jetzt allzu weit. Jetzt hier hat der All-Star, glaube ich, nur mit X können Infrarotsicht einschalten oder so. Das hat gegebenenfalls noch ein bisschen geholfen mit dem Erkennen der Gegner. Aber auch so hat er doch einige schöne Kills abkassieren. Jetzt ihr wundert euch vielleicht, wieso dass ich sein Gameplay aus der Ego-Perspektive jetzt hier euch zeigen kann. Weil in einem der letzten Videos habe ich ja noch erzählt, dass das nicht geht. Das geht eben nur dann nicht, wenn ich ein Game jetzt zusammen mit dem All-Star spiele und ich dort selber auch beteiligt bin. Dann wird das eigentlich unter meinem Account in dem Sinn gespeichert und nur meine Ego-Perspektive ist verfügbar. Er hat das jetzt aber in sein File-Share aufgeladen bei sich und ich konnte es dort anschauen und dort sieht man natürlich auch seine Ego-Perspektive. Alles tipptopp, Assisted Suicide, das ist immer ein gern gesehen, schon wieder hier innen am Campen.
Das ist eine Frechheit, das ist wirklich eine Frechheit. Wie kann man nur so schwul sein, so absolut lächerlich und die ganze Zeit im gleichen Ort hocken? Flöten sind nur mal draussen. Jawohl, der Kollege hat ihn schon abkassiert. Und jetzt schauen wir uns das schnell an. Sie sind dort hinten am Höckeln. Versuchen nicht einmal das B einzunehmen, sondern begnügen sich damit, wirklich Kills abzukassieren. Ja. Vielleicht waren es auch alles Noobs gewesen, die Gegner. Auf jeden Fall ist das Team vom All-Star jetzt gerade richtig am Gas geben. Punktemässig gut am Aufholen. Da noch geil einen verwünscht, aber ja, leider ein bisschen am falschen Ort abgelegen, gut sichtbar für die Gegner. Von der Seite abkassiert worden, was soll man machen? Und hier fast gestorben und jetzt richtig weg gewesen. Juiced ist auch immer lustig, ist man ein bisschen schneller, ist aber auch ein Zeichen, dass man langsam wieder mal Kills machen. Was hier nicht ganz so einfach ist, wir wissen es ja, scheiß Camper-Gegner. Macht trotzdem endlich sein Comeback. Schön, schön, wie sie einfach, ja, schön, wie sie einfach vorne durchziehen. So, das ist nicht schlecht, verwünscht auf jeden Fall immer einen. Man kann jetzt sagen, das ist easy, einen zu verwünschen, aber es gibt doch auch immer wieder Situationen, wo man mit Predator gerade niemand sieht. Und er schafft es hier jedes Mal abzukassieren. Das Gegneraufkommen ist gerade sehr stark hier. Darum eignet sich der Reaper hier wunderbar, um das Gebiet von den Gegnern zu säubern. Nur ist einfach schade, bei dieser Map hat es so viele Gebäude, es hat eigentlich mehr Gebäude als freie Fläche fast. Und ja, so ist es nicht immer ganz einfach, die Schüsse richtig zu platzieren. Aber mit der Steuerung, die man hier verwenden kann, ist es schön möglich. Wow, am Schluss nochmal schnell ein Triple. Das ist der zweite Triple in diesem Game. Gratulieren. Zweimal AC, zweimal Reaper. Das war wirklich nicht schlecht gewesen. Und ihr werdet dann auch gerade den Score sehen. Das hat sich absolut gelohnt für All-Star. (58:10). Respekt hier. Wirklich Respekt. Und im gegnerischen Team hat es sogar noch so einen Dreier-Clan gehabt. Tipptopp.